Kennst du die Perle Tirols, das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl. Auch einen schönen guten Abend. Ich sehe gar nicht weiter aus, wie sind die zweite Ritter. Ich sehe überhaupt nichts. Echt? Ja. Du hast da keine Brüllen auf. Herr Thunmeier, ja, passt. Schönen guten Abend. Wir kommen aus Wien, ich hoffe, das macht nichts. Ich hoffe, mein Herz nicht allzu stört. Also, rein sprachlich jetzt. Ja, danke Sigi, dass wir hier sein dürfen, hier beim Tiroler Größl in Kufstein. Kann ich nur sagen, als Künstler, als Gastkünstler hier im Hotel Gisela bewirtet zu werden, ist ein Traum, wirklich. Spielt alle Stickeln, schaut echt auf seine Leute. Sigi, danke übrigens für die Anmerkung, dass die Küche im Zimmer noch nicht fertig ist. Was glaubt, die kommt von Wien, dass ich da koche, oder was? Trotzdem danke dafür. Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Harald Besata, bin Wiener Autor. Hier sitzt der Christian Himmelmeier. Schönen guten Abend. Wiener Autor. Auch Wiener Autor. Und uns ist was ziemlich Blödes passiert. Wir haben fast zur gleichen Zeit, mit 2-3 Monaten Unterschied, beim selben Verlag, auf Wienerisch, beide, jeder für sich, einen Bestseller geschrieben. Kann da als Autor schon mal passieren, kommt nicht oft vor, manchmal passiert es. Dann sind wir jeder für sich zu unserer Verlegerin, das ist die Frau Magister Schmidt, gegangen und haben gesagt, hey, ich habe einen Bestseller geschrieben, ich will auf Tour fahren durch Österreich. Der Himmelmeier hat das auch gemacht. Und dann war es aber so, das Verlagshaus Hernals ist ein sehr kleiner Verlag, also kein sehr großer Verlag, und die haben nur 2 Autos. Ein Mercedes und einen 2-sitzigen Vierer Golf. Ja, 70 PS. 70. Steigung schafft er gerade so über die Pässe. Im Mercedes hat der Glatter auch gekriegt. Der ist jetzt allein unterwegs und der Himmelmeier und ich, wir sind im Vierergolf zu zweit unterwegs. Mit der Anlage, mit allen und so. Mit allen und freuen uns jetzt sehr, hier in der Achim zu sein. Und im Auto haben wir natürlich, weil wir so viel unterwegs sind miteinander, haben wir uns natürlich ausgemacht, es muss eine gewisse Disziplin herrschen. Also wir müssen uns gut benehmen, weil sonst kochen wir irgendwann miteinander. Und da haben wir uns ausgemacht, beim Wegfahren, während der Fahrt, wer am bravesten ist, der darf sitzen bei der Lesung. Das steht. Wir haben uns ja ausgemacht, dass wir nicht darüber reden. Naja, wobei ich jetzt den Ball natürlich gleich zurückwerfen darf. Der Kollege Himmelmeier ist ja Sitzen schon gewohnt. Ja, macht mich so. Das ist nur 3-mal sitzen bleiben gewesen. Also nichts auf einer Backen im Häfen, das war nur 3-mal sitzen bleiben in der Schulzeit. Und das war nur deswegen, weil in Deutsch so schlecht war. Das ist ein Paradox eigentlich. Ne? Ich war so schlecht in Deutsch, ich habe nicht einmal einen Ahnung gehabt, wer der Strubelpeter ist. Der hat mir 3-mal das Knack gebrochen, weil er jetzt faul war, in den Ferien das Ding zu lesen und hätte irgendeine Arbeit schreiben drüber sollen. Also bin ich sitzen geblieben. Es war wunderbar. Und ich weiß bis heute nicht wirklich, weil ich das Buch eigentlich nie mehr so richtig kratzt hat. Das kann man überhaupt nicht verstehen. Gell? Also nicht wirklich bin ich drauf gekommen, um was es da wirklich geht in dem Büchchen. Beim Strubelpeter. Ja, wir sind zwar gut befreundet, aber es ist halt so eine Sache. Ne? Ein Buch von Dr. Heinrich Hoffmann. Ja. Ihr kennt das natürlich alle, euch brauche ich nichts erzählen. Ihr kennt auch den da, Titelfigur. Schaut her einmal! Da steht er! Voller Grinter, Strubelpeter! Die Fingernägel sind ein Gras! Und die Kanonenzwicker zu Hause. Seit einem Jahr schon hat der Bauer von Prohaska die Frisur. Und schon von der Weiden schreit er jeder. Schiercher, Blätter, Strubelpeter. Ja. Strubelpeter. Und der ist so beißt und so schiert. Ich meine, schiert er schon, aber beißt. Der besser als der Max und Moritz. Der geht dem Max an, weil das immer, die haben Sachen drauf. Das ist was ist denn da besser der als meine? Heinrich Hoffmann und ich, also ich 170 Jahre später, haben die absolut böseste Figur des Kinderösterreichisch, des Kinderbuchs überhaupt
Weißt du? Das wird ich sagen. Ihr kennt es alle. Auf Wienerisch heißt es bei mir die Geschichte vom bösen Friedl. Im Original im Strubelbäder ist es die Geschichte vom bösen Friedrich. Der Friedrich, kurz Friedl genannt, ist das größte Gefraust im Land. Und der kann fliegen, brackert aus, reißt ab fliegende Fliegen aus. Hat Mäbelzaum, da wird die Spatzen und gewöhnt am liebsten seine Katzen. Und mit der Peitschen frech und forsch hat er der Gredel fest am Arsch. Am Gehsteig bei der Regentrafen steht ein Hund beim Wassersaufen. Der Friedl, schau, die gefährlichste Sau, schleicht sie mit der Peitschen an und hat den Hund, dass der gerät, zuerst eine glatt, dann zwei verkehrt. Der Hund nicht fahrt, dass der mit Haxen das Blut drin, dass sie bei den Flachsen. Der Friedl mit seinem bläden Gefries schreit und haut als wie am Spieß. Der Hund, der pfeift auf das Gejölle und geht mit seiner Peitschen Bölle. Sein geschwollener Fuß passt in kein Schlapfen, drum muss der Friedl in sein Hapfen. Vom Hausarzt kriegt er, wenn er muckt, ein Zapferl in sein Hintern drückt. Am Tisch vom Friedl sitzt der Hund und habert sich sein Magenwund mit Gugelhupf und Leberwurst und ein Rotwein gegen einen Durst. Die Peitschen hat er gar nicht weit am Sessel hängen. Griffbereit. Böse? Das ist böse, ja, absolut. das passt. Das ist gut. Und? Was? Ich meine jetzt, weil du sagst, du Sitzenbleiber. Ja, auf dem Reiter immer mal dumm, das ist ein Wahnsinn. Der blamiert mich permanent. Weil du sagst, du weißt von Anfang nicht Bescheid. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich mich für Teigwurst auch nicht so sehr interessiert habe. Was geht's denn da eigentlich? Ja, es geht um zwei beiße Buben. Mir brauchst du das nicht dazu. Also, ja, klar. Mag man so sagen. Es geht um zwei böse Buben. Aufgewachsen, als wir die Ruhren. Max und Moritz waren die Wiesen. Gefraster von der Braterwiesen. Haben schon auf die Volksschule pfiffen und im Leben nur eins begriffen. Hagel nix, Stier Deppen an, so stehst einfach besser da. Gräumer dumm, du stehst dich gesund, sei und bleib ein fauler Hund, mit alle Trocken Schlitten fahren. Alles finden, lang bevor es verloren. Na klar, ist das viel gemütlicher und auch viel geschirrlicher als hageln, sich schwitzen und vielleicht was tun, dass es zum Leben reicht. Ich sehe jetzt schon, ganz genau, wenn ich mir den Schluss anschaue. Was die Gefraster alles machen, bringt ans Gegenteil von Lachen. Drum ist die Geschichte ganz detailliert aufgeschrieben und auch illustriert. Illustriert. Das ist eigentlich das richtige Stichwort. Diese zwei Bücher, die wir euch heute da präsentieren, der Wiener Strubelbäder von mir und Max und Moritz auf Wienerisch von Christian Hemmelmeier, hat, bitte, so schaut es aus, es braucht jetzt nicht Raffen, wir haben genug im Auto. Also nachher kein Thema, machen wir, ist auch mit einer Hörbuch, gehört jetzt aber nicht daher, hat derselbe Zeichner gezeichnet. Also diese Zeichnungen, die Sie hier auf Groß sehen, sind da drinnen in klar. Und auch bei Max und Moritz auf Wienerisch. Und dieser Zeichner ist der sehr bekannte Comiczeichner Heinz Wolf. Der war natürlich gern mit uns mitgefahren, aber sagt uns nicht das. Zweisitziger Vierer-Golf mit der Donnerlage. Mit Gepäck geht gar nichts. Oder leider daheim bleiben müssen. Wir hätten auch einen Fotografen gehabt, den Manfred der Knipsi, ein sehr bekannter Wiener Szenenfotograf, der heißt wirklich so, Entschuldigung. Wie der gehört hat, zweisitziger Vierer-Golf, hat uns jeden ein Kabel in die Hand gedrückt und die Kamera hat gesagt, macht euch keine Fotos selber. So ist es gewesen. Zu der Sprache möchte ich jetzt nur eines dazu sagen, Wienerisch, klar. Das wird jetzt sprachlich nicht wirklich besser. Das bleibt jetzt so.
Ja, wir legen es sogar noch ein bisschen an drauf. Wahrscheinlich werden wir noch tiefer. Wir werden ein bisschen, unverständlicher vielleicht, weil wir gehen ein bisschen in die Migrantenszene hinein. Und der Herr Kapellmeister bitte uns eine bessere Stimmung machen täte. Weil wir haben ja ein bisschen Musik vorbereitet. Gut, die steht jetzt nicht. Wenn nicht, dann singen wir. Wenn nicht, dann singen es. Das ist kein Problem. Das willst du dann aber nicht wirklich. Macht nichts, wir haben Zeit. Also, ja, ah ja. Man hört sich ein bisschen, es ist ein bisschen exotisch. Orient hinein und natürlich in Österreich gibt es viele Handwerker. Bei Wilhelm Busch war es der Schneider Böck, das war ansässig. Und bei uns in Wien gibt es viele Leute, die von irgendwo herkommen und das Handwerk der Schneiderei bei uns ausüben. Das macht nichts, das klingt auch gut. Einer mal so drin lassen, das ist kein Problem. Na, anyway, wir gehen einfach zum Schneiderlein, der im 6. Bezirk ansässig ist. Und der heißt halt, ja, Mohammed. Ja, ganz ein typischer Wiener Name. Inzwischen schon. So ist es. Alles bei uns im Kretzel kennt den einen, der sich Mohammed nennt. Klein und schmächtig von Statur, gerade 1,50 Meter nur, ist er mit Stoff ein Koryphäe. Und er hat einen guten Schmäh. Er heißt zwar Ali in Wirklichkeit, das ist was er gar nicht leid. Vom Boxer ist bei ihm keine Spur. Er ist eine zartere Natur und steht auf Zwirn und Nähmaschinen und richtig gewandt, wenn's einmal hin. 40 Kilo ist er losser, doch lautstark ist er, wie ein Grosser. Allah ist mehr als evangelisch, sagt er und macht alle rebellisch. Und dass man glauben kann, was will, Ungläubige gibt schon zu viel. Doch andererseits, ganz still und starr ist schnell mal der Sagel gnad, der Hosen kürzt, wenn sie zu lang und auch gleich bügelt oben dran. Ein Hemd, ein Jacken, die sind gepflegt in 1, 2, 3, 4 Augenblick. Der Mohammed, der ist kein Bläder und im Kretzel mag ihm jeder. Bis Zähne offen über den Damm, sowas zirkt nicht nur Gute an. Max und Moritz, die Falloten, dann sie intensiv beraten, stehen vom Geschäft gleich gegenüber und überlegen, wie machen wir es wieder? Und dann rufen sie laut und bass, wir sind die Aborigines, Mohammed, das Morgenland geht nicht auf Klo, scheißt in die Wand, Mohammed, Mohammed. Geht es ins Haus, verwehrt ihn nicht. Der Mohammed, kurz alle genannt, kommt aus sein Geschäft rausgerannt. Er rennt die Gefraster hinterher und pfeift auf den Stoßverkehr, der was ihm auch gleich überrollt. Doch es war das Glück am Halt. Zwar hat er müssen Pflaster lutschen, doch gleich drauf holt er Grippelkutschen, die haben ihm sofort erst versorgt. Allah sei Dank, es war nicht so. Der Ali hat viel zufriedene Kunden, denen tut es gar nicht munden. Ob Einheimische oder auch nicht, an jedem ist die Sache zu blöd. Sie kreisen Max und Moritz für die versuchte Mörderei, nur balancieren die zwei und rennen so schnell wie ihre Haxen können mit Vollgas auf die Brücken zu. Weil sie glauben, da drüben ist eine Ruhe. Das Schicksal spielt wie öfter schon. Dermal einen ganz anderen Ton. Weil auch von drüben kommen die Leute und die sind nicht voll Heiterkeit. Die zwei in der Rue de la Gare kommen beidseitig jetzt die Leute im Knack. Ja, dann bleibt nichts anderes über wie ruckzuck übers Gander drüber. Sind im Windfluss eingetaucht und sie alle Asteln gestacht. Die Lumperei ist gegangen am Boden. Doch wir fahren weiter. Euer Gnoten. Liebe Freunde, der Archenoe, es ist natürlich nur ein kleiner Auszug aus unserem Programm, das wir auf unserer Tour jetzt gerade machen.
quer durch die österreichischen Bundesländer und einen Ort in Niederbayern, Dietmoning, wird keiner kennen, aber dort sind wir auch. Genau. Übermorgen bitte 19:30 Uhr pünktlich. Im Staatssaal. Im Staatssaal. Und ja, darf ich das von dir aufgreifen? Ja. Rüdeler Gag. Ja, gerne. Gleich jeder kennt natürlich. Ausländerfeindlichkeit, Rassenfeindlichkeit ist natürlich ein großes Thema, allerdings nur in Wien. Gibt sonst eigentlich nirgends. Kenne ich nur von Wien und ist mir natürlich beim Wiener Struwwelpeter auch eine Geschichte dazu eingefallen. Ihr kennt das alle in Original, die Geschichte von den Tintenbuben. Und war damals ziemlich angefressen, als ich die, also angefressen, nicht angesoffen. Also nein, weißt du das schon nämlich schon, ja. Und war damals ziemlich angefressen, als ich die Geschichte geschrieben habe. Und bei mir heißt die Geschichte von den Nazitour. In unserem Bau wohnt seit 2 Tagen ein Schwarzer, den was keiner mag. Der wenn der Sonne mit dem Schirm spaziert, damit sie ihm nicht das Hirn frittiert. Für Ludwig ist das halt ein Reiz, Holzfahndl mit dem Hockenkreuz. Als nächstes kommt der Kaspergrind, das Frühstücksspretzerl in die Hände und der Willi birgt Kurven, gleich drauf erste 3 schon rufen. Wen war erst? Wie schaust denn aus? Du Negersau! Komm schlecht ins Haus! Bei uns im Bau! Ausländer raus! Der Hausmeister, Herr Nikolaus, packt sein Tintenfassel aus, sagt Burschen, da bei uns im Bau sagt keiner blöde Negersau. Was kann der Fischer denn dafür, dass er nicht ausschaut so bei mir? Die 3 Krippeln, die Verloten, können nichts als deppert spotten. Halt an, dass das gleich weißt, beim Hitler hat schon längst vergast. Der Hausmeister wird bitterbös, am Büdelgrabe sieht man das. Zornig kommt er rausgerannt und haut den Gefraster in die Zent. Die ersten 2, die packt er gleich und packt ins Tintenfassel ein. Den 3. schmeißt er oben drauf und schreit, du Nazi-Bur, das sauf. Nach 2 Minuten ist vorbei mit der Heil-Hitler-Schreierei. Jetzt sind unsere Nazi-Buben noch schwärzer als der schwarze Wurm. Einig tragen sie ihre Runden, ein Umdenken hat stattgefunden. Es sind alle Menschen gleich vor Gott. Und auch in Österreich. Sollte das pädagogisches Fach in den Unterricht aufgenommen werden? Gibt es als Ethik, nur gegen sie sind Freifach. Wer geht dorthin? Ja, jetzt bin ich schon zu alt. Weiß ich gar nicht mehr. Nein, aber somit haben wir eigentlich einen guten Übergang, nachdem wir einen Querschnitt aus unserem Programm bringen, haben wir einen guten Übergang zu den Lehrern gefunden. Und wenn ich um den... danke. Stefan Walte. Wir gehen nämlich zurück in die wunderbaren 70er Jahre. Das heißt, unsere Eltern waren damals so alt wie wir und haben gesagt, das sagt die Leute, wie den Alter von älteren Lehrern schaut das an die Hand zu, da mit die Worten, die uns vor denen gewarnt. Und es gibt auch heute noch böse Buben, die gewisse Streiche spielen. Da stopft halt immer mehr Schwarzpulver in die Pfeifen, so das geht auch ganz anders. Weil es heißt schon von alters her, wenn's viel weißt, dann bist du wer. 9/10 von der Menschheit Spuren, nur 2 haben dafür taube Uhren. Max und Moritz denken sie, mir doch egal, was kratzt das mich. Und schon reift der Plan im Hirn, die Bildung schwarz zu sabotieren. Die meisten Lehrer wissen's, rauchen, weil bei dem Stress tut man das brauchen und in der Zeit der Sparsamkeit dann soll es selber Wurzeln. Max und Moritz noch sind flink,
Das ist eine Schwachstelle, die was bringt. Mit einem Schlag eine ganze Gruppe von Lehrern zu dunken in die Suppen. Ein Handvoll Gras eingesteckt im Sack, das nie ein Wiesen gesehen hat. Damit warten sie, bis es leid, also aufs Ende der Pausenzeit. Sie schleichen sie ins Lehrerzimmer und es wird noch viel, viel schlimmer. Kein Lehrer da, eine feine Geschichte, so eine Stunde voll Unterricht. Sie schauen sich um und ja, da steht's, eine Dosen mitten im Kabinett. Angefüllt mit dem Kollektivtabak für alle Lehrer, alle Tag. Papieren liegen daneben parat, weil ohne die was Rauchen fahrt. Sie mischen 3 Handvoll Gras, weil der Tabak vertragt schon was, und schleichen leise wieder fort. Mal sehen, was sich zur Pause tut. Die nächste Pause kommt bestimmt und auch die Lehrer, die sehr geschwind, auch jeder sich sein Chicken holt und bafft und sich ein Kaffee schon holt. Was war das ohne Nikotin, da war schon unsere Nerven hin. Sie fühlen sich wohl und immer wohler und ihre Reden wird immer hohler. Sie gehen und schwafeln jetzt. Und dann zu allerbester letzten Mann einer, die hat ein wachschmecktes Herz, genau in unsere Jugendzeit. Der Beifall lässt nicht auf sich warten. Sie sagen, wir gehen jetzt in den Garten und pfeifen auf die Lehrerei, weil draußen sind wir wieder frei, wie damals in die 70er Jahre. Da war noch alles sonnenklar. Erst wie uns das Establishment in unsere Rollen und reindrängt und wir uns müssen zusammenreißen. Obwohl das da mal die Scheiße. Jeder dreht sich nur ein Schick und schon im nächsten Augenblick sind alle draußen bei der Tür. Die Schüler sind verstanden stier. Da hupfen die Lehrer umeinander und reißen ob sie das Gewand und fallen übereinander her, als gab's kein Heute und Morgen mehr. Der Direktor wird auch telefoniert, weil selbst ein Schüler sich geniert. An seine Lehrer dudelblankes Treiben hinter Buschel. Der kommt gleich angerannt mit der He. Okay, ab jetzt spielt's andere Schmäh. Eine Menge Achter machen Klick. Und man sieht den letzten dicken und recht schieren Schragen verschwinden im großen Geschmiertenboden. Max und Moritz im Versteck haben erfüllt ihren Besenzweck. Wie man eine Lehrerschaft verrannt, die ist ehrlich mit dem Nachwuchs meint. Ja, die Schüler, Herr Himmelmeier, wir waren ja brave Schüler. Kann man jetzt schon sagen, also, oder? Wir haben das ja. Beweisen kann man es nicht, obwohl das sehr viel gefrasst hat in die Schule. Ja, das kann man schon sagen. Das sind ja eher, was heißt gefrasst, man sagt heute netterweise erziehungsresistent, verhaltensflexibel, verhaltensoriginell. Die waren wenigstens noch gefrasster. Verhaltensresistent, das muss ich aufgreifen. Das hat nämlich der Heinrich Hoffmann auch in seinen Struwelbäder damals schön eingemacht. Also eigentlich immer, was die Kinder alles so falsch machen und dann gleich knackwatschen, wie geht das aus. Nicht? Ja. Und die Geschichte vom Zappel Philipp, also der hat ja überhaupt nicht gut das gefrasst, also dieser Verhaltensoriginelle. Keiner sagt, gib hier. Ist live, was? Und die Geschichte vom Zappel Philipp auf Wienerisch, klar, die Geschichte vom Zappel Philipp. Erstes ist Fred! Auf einen Sessel hutscht er nicht! Sagt der Vater ziemlich heiß. Du, der Philipp folgt einen Schaß. Die Mutter schaut wie immer zu, er ist ja da, ihr lieber Bub. Philipp interessiert es nicht, was der Vater zu ihm redet. Er rutscht und er rutscht, er plantiert, kompliziert, bis dass die Sesselhaxen krochen.
Der Fahrer findet es nicht zum Lachen. Schaut hier ins Geschotten. Es wird sehen, Philipp ist was Blödes geschehen. Oben sieht man's auf dein Bild, jetzt treibt's der Telo viel zu wild. Er reitet am Sessel wie ein Pferd, auf einmal haut's ihm auf die Erde. Er will das Tisch durch zureißen, aber die Schwerkraft sagt, gescheißen. Das ganze Geschirr, 1000 Scheren, der Vater will das gefrasst enterben, die Mutter schaut wie immer zu, er ist ja da, ihr lieber Bruder. Ja, falls irgendwer ihn Philipp sucht, der ist zudeckt und er flücht. Der Vater schaut am blanken Tisch, schreit, Philipp, wenn ich dich erwisch, alles ist hin, sogar die Töler, ich sperr dich 14 Tage in Köhler. Alles liegt am Boden in der Reihe, grad heute hat die Putzfrau frei. So gern hätte ich ein Schnitzel wollen, jetzt können wir sich eine Pizza holen. Gestanzel, aber das Rotlicht droht uns dermaßen. Also wir wollen nicht überziehen und wollen allen noch Raum lassen, die jetzt noch kommen, also allen und freuen uns drauf und sagen Dankeschön. Danke fürs Dasein.